Marius. That was good. Had je een goede week? Ja, nee. Some ja, some nee. Weet je wat ik me vraag? Toen we waren aan God zijn woorden aan het kijken. En zijn de woordheid en de wijsheid wat hij voor ons heeft. En dan wat we durchgaan. En dan krijgen wo we zijn in ons leven, als het goed gaat of slecht gaat. We kijken hier aan en dus immer woordheid en wijsheid en leven voor ons. Amen. En zo dat we wel doen de nächste 5 weken, waar we een series durchgaan, er heet zich Stoel Forst. Deze series komt van een kerk in de States, dat heet zich lifechurch.tv en dus een pastor, hij heet zich Craig Groeschel. En we hebben deze van door gekregen en we dachten zo dat we het krijgen voor onze kerk nu in deze tijd, voor waar we nu goed zijn. En zo wat we worden doen is, we worden de nächste 5 weken in een boek Daniel kijken en zijn wat we dort kunnen leren van hoe Daniel en zijn vriend leven deuten. Wat kunnen we leren van hoe we kunnen voorstaan voor de waarheid. Hoe we kunnen voorstaan voor wat recht is. En hoe we kunnen een onderscheid maken op een gouden weg in deze wereld. En zo, ik geloof dit wordt een tijd zijn van woorden voor al van ons. En zoals Pastor Jacob al zei, we worden zeer moed merken om hier zijn met ons taub. En deze boodschappen daar kunnen zijn wat we leren kunnen. En zo, wanneer bij ons uitkomt dat je hier niet kan zijn, dan kan je vielleicht naar onze website gaan. We worden de boodschappen door zo opdoen of een CD holen van hen. En zo wat we kunnen leren van Daniel. En onze hoofdvers voor deze nächste 5 weken komt over van een Epheserbrief, wo Paulus naar de kerkschrift in Epheser hij redt van de geweren wat God ons geven deed. En hij zegt zo staat in Epheser kapitel 6, vers 13 en 14. Hij zegt, neemt alle geweren. We willen allemaal taub alle zijn. Alle. Okay. Nicht bloß 1 oder 2. Wenn wir die alle abnehmen, die Gott uns gibt, dort je uitrichten kan, wat het braucht, bestunen te kan, wanneer bij zijn dag komt. Stoot vast, zeg ik daar. Stoot vast. En zo dat van wo we worden van door naar Daniel gaan. So wanneer je in de Bibel met gaan, dan draait hij op naar Daniel kapitel 1. Daniel kapitel 1. En dat is waar we ons worden ving van deel. Daniel is een Oude Testament. Nu Ezekiel. Dat is on blad 737. In mijn Bibel. Alright, Daniel kapitel 1. So, de nächste 5 weken. We worden leren wo we kunnen opstaan voor wat reich is. En we worden leren, wanneer we voor het rechte denken, zu de rechte tijd, voor de rechte oorzaak opstaan worden, dat wordt ons leven veranderen. Dat wordt ons leven veranderen. Maar we worden ook zijn dat wanneer we voor de rechte dingen, zu de rechte tijd, op den rechten weg staan doen, dat kan ons veel meer kosten als wat we kunnen ons voorstellen. Dat kan zijn dier komen. En zo, we weten dat Hosea die zegt in kapitel 5 vers 6, dat mijn volk verkämpft zegt, dat wens die niet beleerd zijn. Die hast dat leer niet genoeg geacht. En zo, we weten dat we wel niet zo stot zijn. We willen in God zijn woord aankijken en ons beleeren, ons leren wat het hier ben zijn dat voor ons. Zo dat is wat we willen doen. En ik geloof, we worden op een paar verschillende wijzen wassen in de nächste 5 weken. Ik geloof, een weg waar we wassen worden is, we worden de Bibel beter kennen leren. Want vielleicht some van jullie lezen niet zo ver in het boek Daniel. Vielleicht doe je, aber ik geloof, some van ons lezen door niet zo ver in. En zo Daniel is een boek, die heeft wirklich 2 starke Seiten, wo we kunnen zijn. Eine starke Seite is, die vertelt ons de Geschichte van de Israëlieten en wat zij daar gingen als een volk als zij in Babylonië waren. En de andere zijde van het boek Daniel is, dat is een boek van prophezeiung. Die vertelt de toekomst en wat er passeren wordt en verschillende dingen. En zo, aber deze nächste 5 weken, we worden ons besonders betrachten aan de Geschichte van Daniel. We worden niet zo zeer aan de prophezeiung gaan in deze series. We worden naar het Geschichte kijken en zien wat Daniel en zijn vrienden daar ging.
Und so von der, wo wir in Daniel 1 sind, so ich sehe, diese Botschaft heißt, stu fast für Gott. Nächste Werk, wo wir sagen, stu ab für was reich ist. Und dort kommt von Daniel Kapitel 4, wo der König einen Traum hat, und Daniel muss mit dem König reden. Und am besten Dinge du sagen. So, nächste Werk, wo wir in dort kicken. Und dann der dritte Werk sagt, stu stark für dort, was wichtig ist. Und dort kicken wir in Daniel Kapitel 6, in der Geschichte, wo Daniel in den Loch ist mit der Levis. Werk 4 kicken wir stu am Glauben in Gebet. Und das kommt von Daniel Kapitel 10, wo Daniel beten, dass ein Engel von Gott kommt mit ihm reden. Und der letzte Werk kicken wir stu fast am 4. Und dort ist die Geschichte von Daniel seine Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego. Shadrach und Benny. Wo sie am 4 wären und müssen abstehen. Am 4. Und so trotzdem, wo wir den nächsten Samwerk durchgehen. So, drehen wir eben in Daniel Kapitel 1. Wir wollen in Vers 1 anfangen. Aber ich wollte euch ein klein bisschen vertellen von, wo wir sind in der Geschichte von Israel und der Geschichte von der Bibel. Bloß, dass wir alle verstehen können, was hier angeht. Und so, Gott hat ein Volk, und der heißt Israel. Da wird Gott sein Volk. Er kam rauf und er hat gesetzen und er hat eine Entscheidung gesehen. Er sagt, ich gebe ihnen von der Entscheidung von den Leben oder Tod, von den Sehen oder den Fluch. Je können ihn anstellen, was sie wollen in ihrem Leben, sagt er. Wenn ihr meine Wege nur gehen, dann je wird ihr Leben und den Sehen. Wenn ihr nicht meine Wege nur gehen, dann wollt ihr den Tod und den Fluch kriegen. Und so in 5. Mose, für Kapitel 30, da sagt Gott, nu entscheidet ihr von der, was ihr will. Und Gott sagt, ich gebe ihnen ein Land, das ihnen verspricht nicht Land, das, was ich für ihnen habe, das, was ich für ihnen will. Hier wird es schein gehen, hier wollt ihr dort Geld haben, wenn ich will, gute Dinge für ihnen, sagt Gott. Und er sagt, aber wenn ihr nicht meine Wege nur gehen, dann will ich kommen, ich will ihnen rechten, und ich will eine Armee schicken, jenen, und die wollen ihnen von das Land rübernehmen, was ich ihnen gegeben habe, und sie wollen ihnen ein Ehrenland nehmen als Sklaven, und dann wollen sie davor sein, wenn sie mir nicht horchen würden. Und er sagt, aber den Bund, wo ich ihnen merke, ist für die Ewigkeit, so even wenn ich ihnen wegnehme, die wollen noch zurückkommen, wann sie zurück nicht mehr drehen. Und so, das ist die Gemeinschaft, den Bund, was Gott mit Israel hat. Und dann, wenn wir die Geschichte von Israel durchlesen, dann sehen wir krank, was passieren wird. Ich lese die Bibel durch, nicht gut, und statt trägt dann wieder in 1. Könige, 2. Könige, Chronicles. Und ich lese durch die Geschichte von den Israeliten und was sie durchgingen. Und dann sehen wir dort, ein König nur den anderen, wie ein Beise. Auf einmal kommt du ein Gouda, der dreht gegen Gott, aber das geht nicht lang. Und dann sind du ein Beise Königs. Und die drehen das Volk Israel weg von Gott. Und die gehen andere Götter heran. Und das immer wahrer und immer wahrer und immer wahrer. Und Gott hat immer wahrer genug und er lüten beten, er will noch nicht. Hunderte Jahre hat Gott genug für Israel. Wir sagen gut von wo viel genug Gott hat. Das ist ein Beispiel von wo viel genug er hat. Hunderte Jahre lüren. Und er will nicht rächen und er will das nicht entstrufen. Aber schließlich kam die Zeit. Und sie sagen, nun ist es genug. Nun haben sie so weit von mir weggedreht. Nun haben sie in meinem Tempel sogar auf Götterie gestellt. Sie brücken mein Altar, sagt Gott, zum Erdegötter anbeten. Und sogar die wir Königs, die brachten ihre Kinder am Tempel nennen und deuten ihre Kinder durch Opfern in ihre Götter. Und Gott sein Haus. Und sie sagt, das ist genug. Niemand wird das abbringen. Er sagt, ich will einen König schicken und er schickt König Nebuchadnezzar. Und er sagt, nu wollen wir mal rechten. Wenn ich sehe, und dann mal hunderte Jahre trägt, wenn sie meine Wege herangingen, dann würde ich entgelt sein und den Sehen geben. Wenn sie weich von mir drehen, dann kriegen sie den Tod und den Fluch. Und so ist es bei dir. König Nebuchadnezzar kämpft und er nimmt den Fuß. Und so, das ist in der Geschichte, das ist ungefähr 600 Jahre vor Jesus kam.
ungefähr 600 Jahre, 605 seien sie, aber wir sagen 600 Jahre vor Jesus kam. So Daniel Kapitel 1, Vers 1, das ist, wo wir nicht sind in der Geschichte. Wir lesen. Einmal als Joachim in sein 3. Jahr als König in Juda wird, kam Nebuchadnezzar, der babylonische König, mit seiner Armee nach Jerusalem und stellte sich rund um die Stadt. So er kam nicht nach Jerusalem, er will es nicht festnehmen. Der Herr leidt den König Joachim von Juda und auch wird von den heiligsten Sachen von dem Tempel nach Babel nehmen. So der Herr leidet passieren. Wenn's was er ein Versprechen hat, 100 Jahre trägt. Durch abbewahrt er die Sachen, das ist ein König von Babylonien, er abbewahrt die Sachen von dem Tempel, taub mit anderen Sachen, die zu den babylonischen Aufgott sein Tempel gehörten. Und so das wird passieren dort. Nebuchadnezzar, er wird ein böser König von Babylon. Er wird nicht ein gottesfürchtiger Mann. Er jinkt nicht Gott heran. Und so Gott braucht den aber zum sein Volk strufen. Und so er kommt und er nimmt den König, er nimmt Dinge von den Tempel, sie gehen den Tempel nennen und sie nehmen dort Rüt, sie verbrennen den Tempel, sie vernichten den Tempel. Den Tempel, wenn wir lesen, dann wird gebaut, der wird mit Gold betrogen von Ban, den ganzen Tempel. Und so er kommt dann mit Feuer und er brennt dort alle weg, und dort Gold verschmelzt und dort kann mitnehmen. Er nimmt die Dinge durch von Tempel Rüt, den Altar, verschiedene, nicht den Altar, aber die verschiedenen Geschirr, was sie haben, wenn es wird von Gold gemerkt. Er nimmt dort mit und er nimmt dort eine Babel und er stellt dort in seinen Tempel an für seinen Gott. Und nicht bloß dort, es ist nicht bloß dort, er die Stadt vernichten wird und all die Familien, die da sind, und die Israeliten ehren von der Tag, wo wir können sagen, nicht bloß dort, er von der verdorben wird, aber er wird ehren Zukunft auch verdorben. Wo wenn es was er dort ist, er merkt den Plun und er sagt, ich werde Lehrer Schritt nehmen, Junges, was wollen Lehrer schworen, ich werde junge Schritt nehmen, die eine Königsfamilie sind und die ewigste Familie ist. Die Jungs, die ich mitnehme, die ich eine Babel nehmen und die ich meine Wege lehren. Und er sagt, wenn ich dort so steht, dann will ich nicht bloß von der übernehmen, aber dann will ich ihre Zukunft auch verdorben, wenn ich ihre Lehrer schweig nehmen. Und die wollen meine Lehrer schworen. Und so wird ein böser König. Und Daniel und seine Freunde werden Port von diesen jungen Jungs, wo er nahm mit sich nach Babel. Die Geschichte sagt uns, Daniel wird vielleicht 12 bis 15 Jahre alt, durch so zwischen, als er festgenommen wird. So manchmal stellt man so fair dort, er wird vielleicht ein ausgewachsener Mann, nee, er wird noch ein junger Jung, ein Jugend. Und kommt diesen König von weit auf mit seiner Armee und nimmt am Fuß, nimmt am Weg von seinem Land, sein Haus, seine Familie, alles, was er kann, sein Weg von Gott anbeten, er nimmt am Weg. Vers 3 sagt der König seht zu Aschpenaz, der geschnittene Döner, der in Polis den Verster wird. Dort er soll israelitische Jungs kommen lassen, die von König seine Familie und andere leitende Familien in Israel werden. So holt der Jungs taub, bringt die hier an, sagt er. Das sollen gesunde Jungs sein, die dort Gott leid. Die sollen leicht lernen und ein Gewässer ausgelehrt sein. So dass sie wieder können, nach dem babylonischen Ort, aus ihren Schriften, aus ihren Büchern und an ihrer Sprache ausgelehrt worden. Durab dort sie noch einmal können in Palästina und sein Königreich dienen. Vers 5 sagt, der König bestellt, dort sie sollen Kriegs und Geld eten und Wein kriegen, aus er selbst kriegt. 3 Jahre sollen sie ausgelehrt werden und dann sollen sie am Königschaft angestellt werden. Und so er hat hier einen Plan, mocht jünt, was sein Plan ist. Er will das Land übernehmen, er will das Land bedrecken, und so er sagt, ich will ein junges Rüt nehmen, ich will ihn belehren, sie sollen nicht unsere Bücher lehren, sie sollen unsere Sprache lehren, sie sollen uns eten, sie sollen so sein, als was wir sind. Das wird sein Plan. Und dann, wenn die 3 Jahre durch sind, dann sollen sie mich dienen,
en den kenne ich scharf. Die wird sein Plan zum Ende übernehmen. Weißt du was? Von der ersten Tag hast du gekriegt so einen Plan, jeden uns als Gottes Kinder. So dann haben Plan zum uns übernehmen, und wo der dort, er sagt, sie sollen meine Beker lehren, sie sollen mein Weg von Denken lehren, sie sollen meine Sprache lehren, sie sollen mein Weg von Reden lehren. Sie sollen so sein, so was ich will haben, dort die sollen sein, die sollen so denken, die sollen sich so verhalten, die sollen so glauben, so was ich will, und dann wollen wir die übernehmen. Dann haben sie nicht in Zukunft. Und so diesen kenne ich, er hat den selben Plan. Er wird ihn übernehmen. So Daniel ist ein von den Jungs, er wird den Nähe geholt. Und der Schul, er ist ein von den jungen Jungs, vielleicht 12 oder 15 Jahre alt. Interessant ist es dort, diesen kenne ich, was Gott nicht kann, er wisst, dass wenn die Jungs würden in ihre Schriften lesen, dann würden sie anfangen so zu denken, so was sie denken. Weißt ihr, dass Gott hat den selben Plan für uns? Wenn wir in seine Schrift lesen, dann fangen wir an so zu denken, so was er denkt. Weil sein Willen ist da bin. Wenn wir uns so lernen zu vertrauen, so was Gott will haben, dann was wir in seine Wort hat. Da werden denken, was ich muss lernen, dass ich ein Christ werde. Wenn ich habe mich so gelehrt zu vertrauen, so was die Welt tut. Pflegt wir Brücken in so eine Dinge. Ich muss mir eine Entscheidung machen. Ich will nicht anders vertrauen. Ich will meinen Verstand mit anderen Dingen füllen. Das ist, was diese Jungs hier müssen tun. Epheser 6, Vers 11, in 13, 17 sagt es steht, wir losen al port von det leicht junt alle gewähren ab, dort Gott verjunt reidhaft, dort je bestunden kennen, wann der beiser Feind junt angreift. Nehmt alle gewähren, die Gott verjunt haft, dort je uitrechten kennen, wo dort brück bestunden zu kennen, wann der beiser da kommt. Weil je, er sagt, stut fast mit der Wahrheit, dort fangt an mit der Wahrheit. Stut fast mit der Wahrheit, omjunt aus sein Gurt und der Gerechtigkeit omjunt aus sein Brustschild. Er sagt, dort Evangelium, dort der Fried bringt, den tragt junt unsere Schau ab jene Feit. Über alles nimmt den Glauben aus sein Schild, dort der Beiser mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchscheiden kann. So wir haben uns Glauben, wir haben jene Radung abjunt aus dem Kopf, und dann sagt er, in Gott sein Wort aus sein Schwert, dort der erst junt jaft. Und so wir haben diese Dinge, die wir können brauchen, das Geschirr, was wir können brauchen zum Fetten für Gott. Wenn wir sind an einem Krieg, Daniel und seine Freunde, die waren im Krieg. Die können nie Lohn nennen, die können nicht sagen, ich will nicht übernehmen. Die sollen so denken, was ich will haben. Die sollen so glauben, was ich will haben. Die sollen so eten, was ich will haben, wenn sie sind nur meine. Die sind nur meine. Die Geschichte jetzt wieder in Daniel. Daniel Kapitel 1, Vers 6, sagt es steht. Manch diese Jungs von Juda wären Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Die wären die Jungs, die Freunde, die wären manch diese Jungs. Die Fürster von Paulus Jäuf ernt jeder einen babylonischen Numen. So nicht kriegen sie nie Numes. Daniel nennt er Belshazzar, Hanania, Shadrach, Michael, Meshach und Asaria nannt er Abednego. Und so sie geben nie in Numes und sie geben nie in Eten. Wo deuten sie das? Wenn es die Numes, was diese Jungs hatten, ihre hebräische Numes, die werden taub gehört mit Yahweh anbeten, mit Gott anbeten. Und so diese Numes, was sie hatten, die werden damit verbunden. Und so wenn sie den Numen hier in Daniel, dann dachten sie an Yahweh, dann dachten sie an ihren Gott. Und so diesen König nimmt diese Jungs fast und er sagt, nu wollen wir mal nie Numes geben. Und die nie Numes, was er geben hat, die werden verbunden mit seinen Aufjäter. Und so jedes Mal, was Daniel den Wort, den Numen hier in der Belshazzar, dann soll er an denken, dort er hat nie einen Gott. Dort er soll nie diesen nie Gott anbeten. Dort er soll nie in nie Weg leben. So diesen König kommt nennen und er braucht diese Jungs zu übernehmen. Und dort sie wollen seine sein. Heißt nu, König
En Luther zei we dat hij gelooft, hij is een God. En zo stelt je mal vor, deze jonge jongens, die komen nu en al dit na, wieder af van thuis. En wat wordt nu passeren? Worden ze aangeven? Worden ze zo worden, zoals dit niet het loont? Worden ze niet een God aannemen? Oder worden ze voorstaan voor dat wat ze geloven doen? Vers 8. Ver we dat lezen, dat eten. Die jij vindt ook niet het eten. Wo we nou staat wichtig. Die krijgen eten van een kennig zien dash. Wat zij deuten in die tijden, als tidig Samarias dan stonden de Babylonischen Priester op. En zij namen dat eten wat die kennig en zijn vriend worden den dag eten. En dan deuten ze dat aangeven, deuten ze dat opferen, ne ofjata. Dat is wat ze deuten. Zij geven dit eten aan naar een of God. En aan den dag dan deed de kennig van dat eten. En zo, die stelden eindelijk niet het eten op, want ze willen gaan dat deze jongens zullen verbonden zijn met een of God aanbeden. Vers 8. Aber Daniel entschloot zich in zijn hart, dat hij zich niet woord met den kennig zijn eten en den wien veroorreinigen. Dan vroeg hij den Fürsten, of zij niet brukten zich veroorreinigen. En zo hier zijn ze welke denk. Daniel, zij komen zijn juivenamen niet noemen. Hij wird stil, hij zegt niks. Want hij wist dat zijn noemen, dat is bloos een noem. Dat kan benamen wat ze willen, ik weet wie ik zie. Dat kan zijn wat ze willen, ik weet wie God is en ik weet dat ik dein arm. Maar nu ging dat naar de nächste stap. En nu zeggen ze, nu willen ze am verbinden met deze aanbetung van deze afgod. En ze zeggen, no, dit is de lijn. Daniel entschloot zich in zijn hart dat niet te doen. Dat werd een entscheidung, wat hij aan zich gemerkt had, al ver dit passieren deed. Dat werd een entscheidung, wat hij aan zijn hart al klaar had, ver hij aan een moment werd, wo hij de entscheidung really moest merken door in een moment. En weet je, dit is een lessen voor ons, dit is een lessen voor mij. Dat is wichtig, dat we welke Entscheidungen merken doen in ons hart, al ver we ever wat doorkomen. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht some von diesen Entscheidungen, wat we merken doen, wie zijn dort, en dan wat er passiert in mijn leven, ik wil niemals dit doen. Oder, en dan wat er passiert in mijn leven, ik wil immer dit doen. Dit zijn Entscheidungen, wat we kunnen in ons hart merken, ver we ever wat doorkomen. Wo dat wirklich in eine Frau kommt. Ein Weg, vielleicht, wenn du noch nicht befreit bist. Du kannst eine Entscheidung machen in dein Hart, dort ich will mich reinholen, bis wir uns befreien. Und dann, was dort kommt, ich will mich reinholen und ich will mich wegholen von so einer Circumstances, so einer Tiden, wo das drauf ankommt, was wir nu wollen tun, ob wir wollen reinbleiben oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich in mein Hart merke, für ich aber durchkomme. Noch ein Ding, wenn du befreit bist, vielleicht merkst du eine Entscheidung in dein Hart dort, und dann, was du passiert in uns Leben, wir wollen nicht hineingehen. Niemals. Und dann, was du passiert. Wir bleiben taub. Oder vielleicht in dein Negozio merkst du eine Entscheidung, dort, und dann, was du passiert, ich will treu handeln, ich will reich handeln. Ich will Gott sein Willen tun in mein Negozio. Und dann, was du passiert. Als het dan alles kosten oder nicht. Ich will reich handeln. Vielleicht merken wir eine Entscheidung dort und dann, was passiert. Ich will nicht schlecht reden über den Nächsten, hängen sie in Regen. Ich will nicht plüdern über den Nächsten. Und dann, was kommt. Wenn wir die Entscheidungen merken, was in uns hört, dann ist es so viel leichter, wenn dort in uns Leben kommt, eine Gelegenheit um das zu tun, dann merkt ihr doch bloß kurz zu, wenn wir haben die Entscheidung in uns Hart gemerkt. Ich will es nicht tun. Vielleicht merken wir Entscheidungen in uns Hart für Dinge, was wir tun wollen. Ich will Gott das wichtigste Ding merken in mein Leben. Und dann, was es kommt. Und dann, wo Druck ich will Zeit nehmen für Gott. Oder vielleicht sagen wir, ich will nach der Kirche fahren, jeder Sonntag. Das ist eine Entscheidung, die wir gemerkt haben,
Wenn wir rum sind, wir sind hier. Immer. Wenn es uns, mir fehlt dort. Uns fehlt dort. Frisch Mut kriegen, frisch in Gott seinen Worten ankicken, am Anbeten mit seiner Familie taub. Stort gemerkt worden. Mir fehlt dort. So das ist eine Entscheidung, wo wir gemerkt haben. Wir wollen hier sein. Oder vielleicht sagen wir, ich will eine Entscheidung merken von der oder ich will meine Uhren reinhalten. Ich will nicht eine unreine Dinge kicken. Und wenn du auf einmal so eine Gelegenheit hast, ich kick weg oder ich gehe weg, ich drehe mich um, was immer. Ich will nicht das tun. Vielleicht sagen wir, ich will Gott anbeten. Ich will ein Gebetsleben haben. Verschiedene Dinge, was wir können sein. Das sind Entscheidungen, was wir können merken an uns Hort. Daniel entschloss sich an sein Hort, dort er sich nicht wurd mit der König sein Eten und dort Wien verarrangieren. Er kam in den Moment an, wo er gelernt hat zum dort tun, aber er wusste, er hat eine Entscheidung gemerkt, er würde es nicht tun. Und nun das nächste Ding, sehr wichtig, als wo tut er das nun? Okay, nun ist er in einem Moment, wo er eine Entscheidung ausleben, was er oder was er nicht, wo tut er das? Wir sollen es von das lernen. Vers 12. Nu redet er hier, Daniel redet mit den Fürsten und er fragt ihn, ob er nicht kann eten, ob er kann andere tun. So, nu kommt er mit einem Plan und er stellt dort den Fürsten vor. Proef dort doch mal für 10 Tage uit. En den Tijd, wo wir bloß schobeln und Grüns eten und Wutter trinken. Wow. Hij weer anders gezongen zeg. Aber wir wollen bloß schobeln und Grüns eten und Wutter trinken. Dann vergleich uns mit denen, die so ein Eten kriegen, als die König selbst kriegt. Und dann das, von du wieder kriegst du noch, als du dort sitzt. So er sagt, er kommt nicht nennen und sagt, oh, keine war ich da für das. Oh, aber niemals. So ein Eten, nee. No, das ist nicht, was er sagt. Er kommt nennen und er sagt, wir das mal proben. Stell das mal auf den Probe. Für 10 Tage. Wie wollen sie es dort eten, so können sie es dort eten. Und wenn die 10 Tage stark sind, dann das wird immer du gleich reich hast. Wenn es Daniel wisst, dieser wird die Autorität in sein Leben. Und er wird ihn irgendwie tun. So er bringt den Idee, wir mal uitvingen. De eerste wordt door met en verstoen en proef dort voor 10 Tage. Als die tijd om wird, leidt dort an je Sünder en Steuer aus die dort onder eten gekregen hadden, die König kreeg. En so zij dan het voor 10 Tage, nur die 10 Tage loten diese jongens Steuer, je Sünder, beter, als die jongens voor het onder eten kregen. En dan zegt hij, ja, dit wollen we doen. En dan deze andere jongens voor het Fleisch en al dat kregen, wat nu, je hebt daar een schobelen in Grüns. So, ich weiß nicht von was also waren Daniel und seine Freunde gleich haben nur dort, aber Daniel stand ab für was reich wird. Daniel stand ab für Gott sein Weg. Und er dort ab so ein Weg, dort er können ihr beweisen, nicht das was Eva am werden. Sehr wichtig. Er dort ab so ein Weg, zum ihr beweisen, dass Eva am werden. Wat Jans fehlt Weisheit, mir fehlt Weisheit in das. Wo können wir abstehen für was reich ist, auf den Reich der Weg? Ich glaube, wir sind alle bekannt mit anderen Menschen oder uns selbst, wenn wir abstehen, dann vielleicht für das reichte Ding, aber nicht für das reichte Titel oder für, ihr wisst nicht, auf dem reichen Weg. Wir haben vielleicht auf Facebook gesehen. Ja, eine Schrift ist und Gott das und er verdammt die und what? No. Ich krieg gestern eine Mensage von 2 verschiedenen Personen. So eine Mensage dort, Gott die Gott und jedet alle Goten an, aber wenn die das nicht eine 14 Personen schicken, das in den nächsten 10 Minuten dann was messen, Sutensteiner sehen sie da. Und I was like, okay. Wer will für das Reich das abstehen? Diese Menschen, die mir das schicken, die freuen mich, dass das reich werden. So, ich sage, nee, das ist nicht, dass sie dort glauben. Das ist nicht so, dass wir wollen für die reichen Dinge abstehen. Wir wollen dort nicht uit Furcht und Menschen bemotten. Das ist nicht, was wir wollen tun. Aber wir wollen uit Respekt und ihr für die reichen Dinge abstehen. Ich sage nicht, dass da niemals ein Zeit kommt in uns Leben, wo wir wollen dort motten, bloß einfach tun und tun, was kommt. Aber durchschnittlich sind wir nicht in so einer Zeit. Uit Respekt und uit ihr für die reichen Dinge abstehen. Lesen wir wieder in der Geschichte.
Nu sind die 3 Jahre nu gehen wir in Vers 19. Die 3 Jahre, wo diese Jungs belehrt worden, die sind nu und wenn wir mal sagen, die kommen vor den König und nu kann der König mit diesen Jungs reden und mal sagen, was habt ihr gegeben von diesen Jungs in den letzten 3 Jahren? Die sind zu ihrer Schuld durch. Die König redet mit an und fängt ut, manch all die, keiner wird besser werden als Daniel, als Hanania, als Michael und als Asaria. Sie kriegen dann auch Städten, manch den König seine Ungestalt. Die 3 Jahre sind ab, sie sind ihre Schuld durch. Sie haben müssen tun, für was reich ist. Sie haben müssen some Dinge anders tun, als was der König will. Aber danach, nur die 3 Jahre, kommen sie fair an und er sagt, die helfen keine besser als diese 4 Jungs. Helfen keiner besser. Sie werden treu mit was Gott ihnen abgegeben hat. Sie werden treu mit den Entscheidungen, was Gott ihnen gegeben hat. Und nun nimmt Gott ihnen und stellt ihnen Herrscher. Nu nimmt Gott diese vielleicht 15 bis 18 Jahre Jungs und stellt ihn Herrscher. Wenn es einen Plan für dich, er will dich brücken. Und alles, wenn sie treu wären, wenn sie fast stunden, für was du reich wirst. Sie stunden für das rechte Ding, zu der rechten Zeit und auf den rechten Weg. Und sie kriegen ihr von den König und von Gott. Weet je, für eine gute Versägung, wo wir bloß mitgehen, mit was alle anderen tun. Wir kommen dann nach alle anderen tun das, so ich will bloß mitgehen und dann wird keiner mich checken, keiner wird mich morgen. Ich gehe hier bloß manche Menschen mit, wenn ich will nicht haben, dass alle mich checken. Stellt dir mal vor, Daniel und seine Freunde, die merken diese Entscheidung, wir wollen das nicht eten, was Jana eten. So jeder Tag, Samarias, zu Mittag und zu Unkas, jeder Tag kommen sie durch an den Stufen an mit all den anderen Jungs. Die anderen Jungs, die eten das, die anderen Jungs werden noch Juden. Die werden noch Juden. Sie eten dort und diese 4 Jungs, die saßen hier und die eten ihre Schobeln. In Greins. Und Jana Jungs checken, was ist mit dir? Die kann ich sehen doch, wenn wir dort nicht tun, das was er sagt, dann wird uns vielleicht tot merken. No, diese Jungs, die stunden. Und die anderen Jungs, die checken. Weißt du, wenn wir wollen anders sein, wenn wir wollen vorstehen, für was reich ist, du wird manchmal so eine Zeit sein, wo wir wollen uttegnen. Du wird sein. Wenn du niemals so eine Zeit kommst in dein Leben, wo du uttegnen darfst, dann habe ich eine Frau, als die Jesus wirklich nur jetzt nicht. Wenn er sagt, die wollen uttegnen, da meine ich, da wir das nicht hängen sind, aber du kommst so eine Zeit. Daniel und seine Freunde hatten so eine Zeit. Die Frau ist dann, wo wir vorstehen, wollen wir stehen, für was reich ist. Erst uns dort down, wenn wir uttegnen wollen, wenn sie uns checken down. Weißt du, was ich dachte über diese Werk? Und ich würde lieber haben, da meine Zukunft mir würde behalten, wer ich sie, wenn ich uttegnen darf, als dort sie mir wollen verjeten, wenn ich einmal bloß mitging. Ich würde lieber haben, dass sie mir behalten, und wer ich werde, wenn ich uttegnen darf, zu Tiden, als dort sie mir verjeten, wenn ich einmal bloß mitgehe. Einmal bloß mit den Strom mit. Weil je wie man eine Weisheit haben, zum Weiten, wo ja wie vorstehen, wo da wir das auf den rechten Weg, zu der rechten Zeit, für die rechten Ursachen. Römer 12 sagt, wir sollen verändert werden an uns denken. Wir sollen anders sein. Nehmt alle Gewehr, die Gott ihnen gibt. Dort je bestehen kann, wann er bei dieser Tag kommt. Stut fast, sagt er. Stut fast. Ich würde fragen, ob wir alle abstehen. Ich will für jeden von der Marius beten und für mich, da wir wollen wachsen in diesen Area in uns Leben. So wir uns hochnehmen. Vielleicht sagst du, dass mir fehlt Weisheit, wo zu stehen.
Mir fehlt zu lernen, wo kann Gott sein Licht sein hier in der Welt. Ich will für die beten. Dass die stark wirst und dort. Vielleicht redet der Herr ja jetzt zu dir. Und er sagt, dass es nötig ist, dass du eine Entscheidung merken, das in dein Hort. Dass die entschluten wirst in dein Hort, nicht das zu tun, oder immer das zu tun. Hörst du, was er dir sagen wird? Ich bete, dass du wirst Weisheit haben, zu tun, für das rechte Ding, zu der rechten Zeit und für der rechte Ursache. Gott, help uns mit das. Lehr uns, wo wir können reich tun für die, wo wir können Licht sein für die. Und nicht die anderen Menschen wegdriven, wegschieben, aber doch tun für was reich ist. Wenn du bist uns König, wenn du bist uns Gott. Vielleicht bist du hier von der und du sagst, ich sehe einen von dir, der immer bloß mitgeht. Ich sehe einen von dir, der nicht eine Entscheidung gemerkt hat für Gott. Ich will die Mut merken, wer wird das von dir? Ich will für die beten. Und du sagst, ich will Gott hingehen und ich will stehen für was reich ist. Ich will von dir Smarius beten. Herr Jesus, ich bete, dass du wirst zu jeder ein von unseren Horten reden, dass wir wollen wissen in die, und wenn wir eine Entscheidung machen, merken von dir, Herr Jesus, gib uns die Kraft, den zu merken, und dann auch die Kraft, dort wieder zu sein, zum irgendwem, dort er uns helfen kann. Dass wir stehen wollen für die, dass wir einen Unterschied merken wollen für die. Dankeschön, Jesus, dass wir können lernen von deinem Wort. Dankeschön, dass dein Wort Wahrheit ist. Dankeschön, dass dein Weich ist. Dankeschön, dass uns dort dein Willen lernen wird. Wir heben dich ab, wenn du bist ein großer Gott. Du bist der, der uns heilen wird. Du bist der, der uns vor dich merken wird. Help uns zu lernen und zu wissen in dieser nächsten 5 Weg, wo wir können Licht sein für dich. Ich danke dir für jeder einer, der hier ist. Ich bete ihn Segen ab und ich bete in deinen Heiligen Namen, Jesus.